So, jetzt könnte man eigentlich mal einen Blick eigentlich auf die Torjägerliste werfen. Dembaba erster mit 16, also zweiter mit 16 Toren, Ronaldo mit 15 Toren. Erstes Aguero von Manchester City. Kabay ist auch drin mit 6 Toren. Gut, der hat das ein oder andere gemacht, wissen wir ja. Und Vorlagengeber ist Santon der Beste bisher. Gleich auf mit Hazard oder Hazard und Scholes. So, was haben wir denn an Kohle? 73 Millionen haben wir. Erwartete Einnahmen haben wir plus 38 und wir kriegen ja auch vom Fanclub kriegen wir noch was. Und Merchandising, so Sachen kriegen wir noch. Und der Sponsor zahlt auch wieder was. Das heißt, wir könnten uns eigentlich Fahrfahren leisten. Wird zwar teuer, aber mein Gott. So ist halt. Und meistens schießt ja Skate die Tore. Offensives Mittelfeld brauchen wir, glaube ich, eher nicht, oder? Weil wir haben eh Oscar. So, wir werden den verpflichten. Wir machen mal eine Anfrage. Ach so, wir haben schon wieder das Limit erreicht. Ja, einen Kader müssen wir sowieso noch verkleinern. Wir werfen das einfach in Aussehen. Und zwar haben wir den Aussehen. Den braucht keine Sau. Kann eh nix. Gut, er hat ein bisschen was drauf, aber ich glaube, bei uns wird es nix sehen. Oder haben wir den weiter? Haben wir den aussehen? So, kriegt er eine kleine Abfindung, weil er die Kündigung gekriegt hat. Aber das soll uns nicht groß stören. Wir haben nämlich Gressers vor. So, da machen wir Anfrage. Und da blättern wir mal vor. Jetzt haben wir nämlich im Mai die letzten 3 Spiele. Ach so, wir haben schon eine Einigung. Das ist natürlich klasse. Wie viel möchte er? 16,8 Millionen. Ja, damit habe ich eh gerechnet. Gehalt kriegt er 2,6 für 3 Jahre. Ist, glaube ich, gut angemessen. Machen wir jetzt aber auch gleich. So, somit kriegt Schalke fast 17 Millionen Euro. Und wir einen guten Spieler. Jetzt haben wir den FC Reading vor uns. Sollte möglich sein zum Schlung. Besser gesagt. 17. sind die. Pogrepniak, der sagt mir noch irgendwas. Haben wir gegen die verloren? Ach, er sagt uns, wenn wir das Spiel gewinnen, dann haben wir die Europa League sicher. Das ist natürlich wunderbar. Wenn wir die 3 Punkte einfahren. Allerdings sind wir jetzt nicht so fit im Moment. Und die sind 17. Das heißt, die steigen ab. Oder steigen 3 ab oder 4. Gut, Kämpfer müssen sowieso. Weil wenn Wigan Athletic gewinnt, dann sind die vorbei. Das heißt aber auch, dass wir gewinnen müssen. So, dann spielen die wieder in Gelb. Und wir kannten von irgendwas Mora. Wir dann mal Ronaldo ober. Den nehmen wir auch mit.
Der darf heute für den spielen. Oder ist es ein Rechtsfuß? Ja. Den stellen wir da her. Sinclair lassen wir erst einmal draußen. Das machen wir so. Das da so und der kommt da rein. Stephen Taylor lassen wir erst einmal drin. Gut. Schon wieder Heimspiel. Ich glaube, die letzten Spiele waren alle irgendwie daheim. Aber ist natürlich super, vor allem wenn wir gewinnen. Dann gibt nämlich Bonuszahlungen. Also, unser Ziel steht fest. 3 Punkte und wir haben die Europa League erreicht. Und es kann uns keiner mehr überhauen. Denn wenn wir die Europa League nicht erreichen, dann fehlt uns natürlich eine wichtige Geldeinnahmequelle. Und dann können wir nicht solche Spieler leisten wie Fafan. Dabei abgeblockt. Ich denke, Destro macht vorne wieder eine gute Figur. Hat er gegen Bilbao im Rückspiel einige Tore geschossen, wo wir ja fast den riesen Rückstand aufgeholt hätten. Da war übrigens die erste Chance für Reading. Ja, gefährlich. Nächste Ecke durch Gunther. Oh, und da haben wir das erste Gegentor. War das Pogrebniak? Ja. Also der Russe schießt das 1:0 für Reading. Das ist aber nicht so schön. Aber gut, wir können Spiele dran. Das haben wir schon ein paar Mal bewiesen jetzt. Unter anderem zuletzt gegen Arsenal. Ja, Querpass wird nichts. Wo es mir auch so auffällt, es rennen viele Spieler rum, die heißen alle Taylor. Wir haben ja auch 2 in der Mannschaft. Und bei denen habe ich jetzt auch schon 2 gesehen. So, Gabay. Ja, war nicht so gut. Gunther. Taylor. Also Reading, die müssen Kämpfer. Und das spürt man. Denn die kämpfen um den Klassenerhalt. Ja, da kommt nicht durch. Das war bestimmt ein Foulspiel. Ja, so ist er. Ja, etwas gefährlich, was wir das machen. Dritte Ecke. Nächste. Wir sollten schauen, dass der Ball jetzt mal hinten rauskommt. Bevor es 2:0 steht.
So, Dembaba startet. Ja, in den Winkel und Ausgleich. Genauso geht es. Das war, glaube ich, unsere erste Torchance. Und dann haben wir einer gleich mal richtig eingezimmert. Sollte jetzt ein 17. Saisontor gewesen sein. Also, Aguero können wir noch einholen. Wenn wir noch ein paar Mal treffen mit dem Dembaba. Und vorher, wie es noch sagt, wir sind zurzeit ganz gut drauf und können Spiele dran. Einen Ausgleich haben wir schon mal. So, Vorsicht, Dicker. Das ist das Gute, wir müssen einmal Spieler Dicker. Und sobald wir natürlich wegrennen, wird in der Ball zurückgespielt und der macht natürlich dann sein Tor. Destro war nicht im Abseits, oder? War der Abseits? Ja, war er nicht. In die Hände von Taylor. Vor Oscar noch. Robson Kanu. Mal Dicker. Weiß uns hodern. Ja, der macht da nicht so schöne Sachen. So, jetzt hat Ben Afa freibauen. Und Abwehrfehler. Und das war was Florenzi? Na, Destro war's. Spät Florenzi überhaupt? Na, der haben wir. Doch, oder der spät? Weiß ich im Moment gar nicht, aber es ist eh scheißegal. Destro staubt noch einen Abwehrfehler ab. Und jetzt führen wir wieder. Ja, so leicht kann es gehen. Wenn uns die Sachen schon so vorgelegt werden, dann müssen wir es natürlich auch nutzen. Also wenn wir so immer die ganze Saison übergespielt hätten, glaube dann hätten wir mal einen Titel mitspielen können. Aber jetzt haben wir ja am Ende der Saison abgeschnitten von euch. So, wechseln kann man. Wollen wir das? Ben Afa war jetzt nicht so überragend. Bekannten und Dinger, du an Sinclair. Der später war links besser. Das heißt, wir dann Oscar auf rechts. Der bleibt nämlich sich gleich. Und Sinclair auf links. So, Kanu wieder. Shuri. Santon wieder dazwischen. Pokrebnik am Flügel. Ja, gefährlich. Aber geklärt. Zur nächsten Ecke für Reading.
Oscar. Ja, die ganz haut. Und die anderen geben jetzt auch richtig Gas. Gunther sprintet da übers halbe Feld. Da ist er schon wieder. Das ist ein Verteidiger. Ja. Und Gunther legt am Ball perfekt vor. Zum Ausgleich für Reading. Und es war Taylor. Ja. Also so schnell kann es gehen. Der Gunther, der spät denn der? Wo spät denn der? Rechter Außenverteidiger. Aber den sehe ich irgendwie auf jeder Position spielen. Gut, das soll aber nichts heißen. Gegen Arsenal hat es auch mal 2-2 gestanden. Am Schluss dann aber 4-2. Den Baba. Ja, war nix, eh. Vorsicht. Der, wenn er einen Ball kriegt, dann glaube ich, ist Alarmstufe rot davon. So, der ist drauf von knapp. Den Baba kriegt ihn noch. Aber bleibt am den gelben Verteidiger hängen. Und Reading wackelt bisher nicht so wie Arsenal oder Fulham. Die haben wir ja förmlich an den Bank gespielt. Aber Reading steht bisher noch ziemlich stabil hinten. Aber es kann ja nur zum Bröckeln anfangen. So, erneute Führung durch den Baba natürlich. Der sein zweites Tor macht und jetzt Doppelpacker ist. Ja, locker unten eingeschoben. Ja, somit führen wir wieder zum dritten Mal bereits. Oder? Na, zum zweiten Mal. Das erste Tor sind wir ja zurückgelegen. Abgefangen. Und Oscar. Gut, war zu ungenau. Gunther wieder. Ja, der Gunther, der kämpft wie die Sau da hinten. Da ist er schon wieder. TOT. Also Florenzi spät nicht. Da habe ich mir vorher verhaut. Wollen wir sicher. Sinclair. Ja, kleine Zwickmühle. Ja, TOT kann ich schießen, das ist kein Schütze. Gut, spielen wir eben hinten rum. Wir führen ja, also ist alt ja nicht. Die können wir aber nicht durch. Und es gibt eine Ecke zumindest. Und auch Reading wechselt jetzt.
Dodo. Ja, den Baba, den kriegt er nicht so auf die Stirn, dass er reingeht. Aber kann er nicht immer hinhauen. Also ist schon fast vorbei. Habe ich gar nicht auf durchgeschaut. Spiel ist fast vorbei, wir führen. Und ich glaube, wir wechseln jetzt noch Ronaldo ein. Hinten da wir vielleicht noch einen Taylor außer. Falls soweit nochmal Unterbrechung ist. TOT. Sinclair, der Engländer. Ja, der war fast aufs Tor gegangen. Was ist denn das da? Ja, Ronaldo kommt nimmer. Ist aber eh egal. Wir gewinnen 3-2. Destro, der beste Mann. Gut. Gut, jetzt haben die Hotspurs wieder gewonnen. Reading bleibt auf Platz 17. Aber müssen trotzdem um einen Klassenerhalt bangen. So, für den Sieg gibt es natürlich wie immer Schuhe. Aber keine guten.